Echte Redner aus den René Schmidt, Spitzenkandidat am Osten, den von also Feier Slogan wird vorstellen und den als ganz simpel gehalten Grundeinkommens Punkt. René, was geht? Ja, also Grundeinkommens Punkt. Mir dafür aber ohne Bedingungen. Das Grundeinkommen ist für jeden. Soll für jeden sein. Es geht also auch nicht darum, für ein Thema zu machen, was just für den Wahlkampf ist. Aber wenn wir dann den 21. Oktober inzwischen wegstellen, also gut, okay, das war es. Es geht es mehr darum, für eine breite Diskussion zu lancieren. Für die Leute mal die zu erklären, an Akzeptanz bei den Leuten zu kriegen dafür. Das ist ein bisschen schuld, die letzten Wochen, nachdem wir schon mal als Wahlprogramm das Thema präsentiert haben, als das Ganze ein bisschen reduziert ging auf 800 €. Gut, vom 1. Oktober 820 kriegen wir einen Indextranche. Da gibt ganz einfach keinen Sinn, wie wir zahlen, das ist schwarze. So ein Projekt wie den Lotten, den das lang angelöst. Den lebt über Jahre, den lebt über eine ganze Legislaturperiode. Da kann ich keine Ziffern sagen. Die sind doch nicht nötig, das ist auch nicht wichtig momentan. Wir haben die ganze Zeit durchgerechnet, wir haben gesagt, das ist finanzierbar. Wir wollen das aber nicht dafür festlegen, schon, ob die Genehmodalitäten. Darüber können wir es nicht tun. Ob was können wir da sagen? Mir ganz einfach für die Leute mal klar zu machen, dass dadurch ganz einfach etwas gibt, was knapp geht an der Zukunft. Wir gehen immer mehr produktiv, wir haben immer mehr Zeit, die ganze Leute, es gibt immer mehr Leute, das ist nicht mehr Arbeit dafür, nicht mehr genug Arbeit. Das ist das, was wir beim Grundeinkommen konterkarieren. Ganz einfach, dadurch, dass man so ist, jeder muss aber ein Einkommen haben. Jeder muss irgendwie über die Runde kommen, muss eine Ressource haben, wo er etwas ausgehen kann, wo er sich etwas leisten kann. Auf der anderen Seite natürlich auch, können wir den Konsum nicht einfach aufwirken, dadurch, dass wir so gut, okay, keine Arbeit, kein Suchen, da gibt es einen Teufelskreis. Eine von denen, schon in letzter Zeit habe ich relativ viel mit Leuten darüber geschwätzt zu diversen Okkasionen. Ich von den Dingen, die ich immer höre, dass das, ja, aber da geht ja aber kein Mensch mehr schaffen. Und ich bei vielen Leuten höre. Ich habe keine Einzigkeit hören, dass die gesagt haben, hey, cool, da kann ich da hinbleiben, mich bei Television lehnen, ich brauche nämlich schaffen zu gehen. Was will ich immer da so? Ganz einfach, die meisten Leute wollen schaffen gehen. Die meisten Leute wollen nicht ganz einfach daheim, plötzlich so der Fall der Panz leiden. Problem ist, der geht das aus. Also muss man denen Leuten, die schaffen gehen, muss man die Möglichkeit tiefer nachts schaffen. Vielleicht nicht ganz das, nicht 40 Stunden. Doch. Wir dürfen dann einfach an einem Halbtagsmodell oder aber da den sich mal ein paar Jahre eine Auszeit legen, so wie am Ausland das Sabbatical geht. Mir in den Moment, der einfach auch machen kann, ohne müssen zu werden, dass den dadurch an die wirtschaftliche Ruin kommt. Wie gesagt, die ganze Sache, die ist zukunftsorientiert. Wir sind da weit noch voraus. Nicht den 21. Oktober, vielleicht sogar nicht für die nächsten Wahlen, dass wir da sagen, hey, haben wir fertig, bräuchte. Es geht wirklich darum, für das langfristig zu sehen. Wir sehen noch an unserem Wahlprogramm, wir haben da auch so Punkte dran, wie, dass wir den Indexdeckel wollen, so Sachen, wie, dass wir einen Mindestlohn für die Großregion wollen aufheben.
man runterkommen sind die Sachen nämlich nötig. Oder ob man es mal kriegen, die ein ganz anderer Nuss, die sind nicht das. Wir wissen, dass das, aber es wollte ich so Brückenmaßnahmen nennen. Darüber haben wir auch, wir wissen, dass es nicht schnell geht. Wir brauchen eine langfristige Diskussion an der Gesellschaft. Und ich habe gerade gesagt, ein Mindestlohn für Großregionen, dann hilft da doch, dass man nicht nehmen dürfen, auf Plötzlich gucken. Zum Beispiel unterstützen wir auch die europäische Petition für Grundeinkommen. Für Grundeinkommen soll man eigentlich auf europäischem Niveau Machbarkeit geguckt gehen, auch geguckt gehen, wie die Einzelländer das können machen, ohne dass man dadurch einen übermäßigen Sozialtourismus kriegen. Oder auch auf der anderen Seite, wie zum Beispiel beim CDS, dass wir Steine an die Wege kriegen. Und dann will man gesagt kriegen, hey, Lützeburg, Grundeinkommen ist ganz schön gut, mit dem muss das denen 100 oder so viele Millionen Europäer gehen. Was natürlich komplett unmöglich wäre. Das heißt, auch du musst man über als Grenzen rausgucken und als nicht nur in der Plötzburg konzentrieren. Grundeinkommen ist immer ganz einfach als eine Chance für die Einzelleute, dass die können selber über ihr Leben bestimmen. Dadurch sind sie gesichert, wenn auch minimal und nicht unbedingt ein Abkommen ist, was einem erlaubt, am Luxus zu leben, aber dass sie einfach ein Abkommen haben. Wie gesagt, da geht es darum, dass die Einzelnen sein Leben selber bestimmen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch ein bisschen raus. Also die Einzelleute, die sollen auch können bei den gemeinschaftlichen Sachen mitschwätzen, an der Politik. Und ich meine, darüber schwätzt der Markt nicht, oder ein bisschen.